der Sendung Talk am Joss Rolling sinne schaut froh en wit bei uns zu hunn, de mat der letze beier Spruch zu den huet. An dat das ken anderen wie den Jerome Lulling herzlich willkommen an der Sendung. Fir muss Merc fir d'Invitationun. Genau, also hautschwätze mir iwwer de neue Produkt, den du op dem Markt kennt. Ganz richtig. Mein Lux-DVD, da steht sie. Schon ganz lange drüber geschafft. 2008 losgegangen, hat sie Videoclippe für Lützeburg zu lehren. Mit einem Titel auf Lützeburg auf Französisch. Und schon die für 2 Wochen bei der Edition Schurtchen publiziert. Genau. Wie das ganze Projekt, du hast ganz lange drüber geschafft, oder nicht? Das Projekt, so wie es da steht, wird mich gut 2 Jahre Arbeit gekostet, ja. Weil für die 16 Klippen muss ich ja den Ton muss stimmen, das Bild muss stimmen, den Titel muss stimmen. Und ich meine alles allein, weil ich kein Budget habe, für irgendwie mit anderen Leuten zusammen zu schaffen. Und wenn es alles allein muss, dann dauert es noch mehr lange. Wie weit sind wir da noch im Lützeburger Land mit der Lützeburger Spruch? Weil ich hatte eigentlich an der Zeitung gelesen, dass ein DVD rauskommt. Ich muss allerdings sagen, ich an einer Lützeburger Zeitung essentiell so groß stung drauf, dass ein DVD rauskommt. Das war ein bisschen ehrlich gesagt enttäuscht. Weil ich fand, den hätte vielleicht ein bisschen mehr, weil den essentiell ist ein bisschen mehr geduld wie die Frankophonen, die hier im Lützeburger Land wollen, dass die vielleicht das ein bisschen mehr... Ganz richtig, also, weil das meine Zielgruppe von dem Produkt da sind Frankophonen. Frontalien natürlich, alle guten die, die so ich ging jetzt zwei Lützeburg lehren, ich habe keine Zeit. Die können sich die Produkte dann hier kaufen, dann haben sie Texte am Buch, und auf der DVD sind dann die 16 Klippen, dann können sie auch noch im Fernsehen gucken. Und essentiell ist tatsächlich die Zeitung, die am meisten bei den Frankophonen gelesen wird. Das gesehen ich gehe selber Lützeburg, ich gehöre einfach Gemeinde Lützeburg. Und die sollten mal direkt, oh, die war am essentiell. Und dann habe ich geguckt und war wirklich super klein. Aber das ist halt das. Dafür haben wir aber dann ganz viel Reklam für die neuesten Filme von Hollywood. Und das ist auch wichtig. Ja, aber Jerome, was immer wichtig ist, weil ich meine, den DVD ist ein bisschen gedüttet wie die Frankophonen, dass die sollen Lützeburg ein bisschen lehren, gell? Weil uns Spruch, die ist so, lass mal mal gleich ein bisschen informieren, wie weit sind wir hier im Lützeburger Land mit unserem Spruch? Ist nach immer aktuell, verschwindet löser das am Kommen? Ja, das ist immer ganz schwer zu beantworten, wo könnt wie lange bleibt sie nach. Am besten Englisch sind ein paar Statistiken, schon mal ein paar Sachen abgeschrieben. Also in der Gemeinde Lützeburg sind wir zu 100.000, und 41% sind Lützeburger und 51% sind Ausländer. Es sind aber 143 Nationalitäten. Also rein was Nationalität gelangt, sind wir noch an der Majorität. Ja. Aber was ganz Land geht, du sind wir anscheinend zu 502.000 und du sind dann 46% Ausländer. Plus kommen dann noch die 130.000 Frontalien, wo auch gesagt wird, dass das da in Zukunft enorm an Blut wird gehen. Du geht von 2030 geht von 250.000 Leuten geschwächt. Aber wir hätten, dass als Lützeburger Spruch weiter soll bestehen, da gibt es just eine Möglichkeit, dass wir die Leute, die hier auf Lützeburg kommen, integrieren. Weil wenn die als Spruch nicht lehren, weil an ihrer Schule lehren sie nicht, das fand ich auch schon ganz schlimm, an der Großregion müsste viel mehr Leute, aber nicht nur eine Optionsklasse sehen, ob das an der Belgien, Frankreich oder an Deutschland sind, die müssen auf manches schon eine pure Basis für die Lützeburg kriegen. Aber ich verstehe noch als Schulminister, die will sich nicht an Sprachpolitik für seine Opern rammischen. Aber die kommen ja nur bei uns schaffen. Und da wäre es schon gut, wenn sie ein paar kleine Notionen hätten. Aber genau für die Leute aus dem dritten Produkt gedurcht, da ist kein Grammar nach dran, sie nehmen Dialoge, Vokabuläre, die thematisch strukturiert kaufen, für sich vorzustellen, für Essen und zu trinken, war das dein Lieblingsgemüse, war das dein Lieblingsobst, für Kleider kaufen zu gehen, für am Restaurant zu servieren. Also das ist wirklich der Basiswortschatz, den Vokabulär, den du relativ einfach kann lernen kann. Weil wenn den Vokabeln nicht kennt, ja, da brauchen auch nicht nach großartig anzufangen mit grammatikalischen Regeln. Sowieso, wenn ich in meiner Klasse von, was wir so Partizipation schwätzen an Konditionell, an Diskurs indirekt, und ich weiß nicht, was alles, da meinen die, das wäre Blumendeal, weil die einfach die linguistische Kenntnisse nicht tun. Ich schon da an meiner Klasse, ich gehe da für die Gemeinde Lützeburg, ich studiere Kurse, wir sind am Ganzen zu Enseignern und verschiedenen Centren kulturellen. Und ich habe dieses Jahr 150 Schüler, ich arbeite noch ganz gerne mit ihnen, aber ich habe Leute da sitzen, die können nicht schreiben und nicht lesen. Und das ist auch ein Fehler, meiner Meinung nach, den halt passiert, dass in diesen Leuten nicht an Möglichkeit gibt, für sich zu alphabetisieren.
Schon Leute sitzen in Zweitschule vom Kap Fair aufgebracht. Vermengde. Die kommen bei mir an Kuren, die weisen mehr Protokolle, die verstehen nicht, was da drüber steht. Ich muss denen das dann erklären. Ich hatte eine Frau, eine Spanierin, die geht von ihrem Mann geschlagen, kommt Polizei. Die Polizei schickt ihr dann nur den Procès-verbal auf Deutsch. Ja, die Frau könnte, was steht da dran? Ich verstehe nicht. Und da muss ich wirklich umdenken an nicht nur sind Befehler geschieht an der Vergangenheit, aber gerade in Richtung Zukunft viel mehr Wert auf als Spruch legen, sie auch mehr accessibel machen, auch selber an unsere Schulen Spruch abwerten, dass man zum Beispiel ein offiziell Schreibweis haben. Weil, wenn die Lützebäuer, das ist super, dass sie hier SMS und E-Mail und so weiter an alles schicken, wunderbar. Aber wenn ich dann die Texte ausdehlen und die sind nicht genormt, wie sollen dann die Ausländer die wieder verstehen, wenn sie nicht am Diktionär finden? Weil wir haben dann nicht nur die orthografischen Normen, wir haben auch die Dialektalvarianten. Das ist ein enorm komplexer Spruch. Und ich stehe von morgens bis so, was du am Klassensaal immer dieselben Wörter Sätze auf die Tafel zu schreiben, wie sie den alles gut am neuen Jahr, wie alt bist du, viel Glück für deinen Geburtstag. Ganz einfach Sätze. Entschuldigt, wenn ich geliebt schmerdet. Entschuldigt, kann ich wiederholen. Eng froh, kein froh. Für das es irgendwann ein Gehänge bleibt. Und dieses Produkt ist wirklich für die Zielgruppe gedurcht. Wenn er ein Lützebäuer zum Beispiel dabei ist, dass er denkt, da brauche ich nicht zu kaufen, ist stimmt. Er braucht nicht zu kaufen, weil ich kann ja Lützebäuer. Tipptopp. Mir vielleicht kann er, die auch mal gerne wissen, wie Spruch besser funktioniert. Da ist eine französische Übersetzung dabei, da können noch Französisch lernen. Aber für allem, all die Leute, die permanent Leserbriefe schreiben, ja, hey, die Ausländer, die sollen mehr Lützebäuer lernen und so weiter, die sollen die Lux-DVD kaufen und dann ihre Kontakte sie schenken, weil da können sie, dann haben sie keine Excuse mehr, für sie nicht zu lernen. Weil das ist nicht evident, wenn du 8 Stunden nach Arbeiten gehst und du hast eine Familie, und da kannst du oben heim, und da kannst du dann am Mai-Kur oder ein ganz Partykur, Gott sei Dank, auch Institut National de Langue und so weiter, auch noch viele Gemengen organisieren, so Kuren, für sich dann auch noch so eine Sprache ranzuziehen, die germanische Strukturen hat. Weil sie kommen ja alle, die groß ja Frankophon oder Lusophon, an Spanisch, Portugal, dann habe ich auch noch Chinesen, die können Buchstaben nicht lesen. Das ist vielleicht, wenn ich dann ein Wort, zum Beispiel, ich esse gerne Fisch, da schreiben sie ja chinesische Buchstaben ein Wort neben drin, was dem Fisch, was dem Sound, was dem ähnelt. Für die Leute und schickste Produkte entwickeln. Da will ich auch unseren ausländischen Matbürger unbedingt etwas so, was ich oft gesagt kriegen. Wir Lützebäuer machen Fehler, wenn schlecht Lützebäuer schwätzt. Da lachen wir. Ja. Und das ist leider ein Fehler. Und ich meine, sollen die Leute ein bisschen motivieren und ich meine, da geht auch alles viel besser. Also nicht ein bisschen so schön. Also ganz gut beschrieben, da sind viele Phänomene, über die ich kann schwätzen. Mehrsprachigkeit, Code-Switching und eben noch das Lachen an der Klasse. Weil ich kann ja schon ein Beispiel nennen, weil du nach Lasch gehen, so, da das der Max ein steife Pap. Nee, das ist nicht steife Pap, das ist Steifpap. Ne? Oder ich trinke gerne Spulwasser. Nee, das ist nicht Spulwasser, das ist Sprudelwasser. Und ich muss lachen, weil einfach wenn sie lachen ist, weil es witzig ist. Ja. Aber ich lache sie nicht aus. Nuance. Ich habe ganz großen Respekt für meine Schüler. Das ist eine Stadt und an dem Alter auch, die Großkünstler auch, muss ich so, wenn es da arbeitest, die Jahre der Congé Linguistik. Also das ist nicht, wie wenn eine Stadt gar nichts machen. Das muss ich noch nicht immer mit Lächer am Käse gesehen. Und dafür nachher mein Appell, dass man Zeit so lassen, dass man aus den Fehlern von der Vergangenheit lernen. Ja. Dass eben die Integrationsfälle nicht richtig präpariert wird. Bon. Aber wie geht es weiter für die Zukunft? Und da ging ich mal hoffentlich nach mehr so der Aktionen erwarten von unseren Ministerien, wie zum Beispiel die Congé Linguistik, die ich ganz gut fand. Ja, weil das Kind ein Gefolge dafür, das ist der größte Appell für auch alle Lützebäuer vielleicht. Also ich meine auch selber einen Appell und alle Gute, wenn da ein Geschäft geht. Helft den Leuten. Probiert ihnen zu sagen, dass sie sollen ein bisschen Lützebäuer schwätzen. Sie machen nicht ganz gern, sie lassen sich nicht gern auslachen. Das ist der Dienstag. Aber man will gucken, dass wir alle gute Dienst gehen in dem kleinen Lützebäuer Land. Und wir machen für allem, dass wir gucken, ob es uns Lützebäuer Spruch zu machen, wo wir alle gut dran denken. Und ich meine, das ist ganz wichtig, zusammen zu gucken, dass wir den richtigen Weg finden. Aber das für allem uns Lützebäuer nicht verloren geht, das wäre ganz wichtig, gell, Kann nicht besser so.
Ja, op alle Fall hoffen, dass die Sendung gefallen. Ich merci auch, dass an das Studio komme. Das immer bisschen ein ziemlich gefährliches Thema, wann ein bisschen über den Spruch ein bisschen die Integration schmengen beim beste Willen schmengen ich finde noch ganz viel Portugiesisch, finde noch Französisch und so weiter. Egal. Ich mengen soll oppassen, dass nicht ein Gefolget, dass Lützeburger Bömer an der Minderheit sind, wie dann verschiedene Gemengen hast, weil das Kind Bömer aber Probleme gegen Großprobleme gehen. Dafür mengen ich als ganz wichtig das Heitebuch. Ich meine, das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ganz groß mit dem DVD dran. Es ist wichtig, dass der Bekannten, die der Hut, die Ausländer sind, die probieren, bis zum letzten Mal zu lernen. Jerome, merci, dass du ins Studio kommst, gell? Gerne geschehen. Und das wäre eine gewesen an der Sendung Talk mit Joss Rolling.